Guten Tag und ein Servus miteinander. Ja, jetzt kommt nochmal eine Folge Alone in the Dark. Eigentlich hat es ja geheißen, dass das in so 6 Stunden oder so erledigt ist. Da ich aber offensichtlich ein lahmer Sack bin, ist nicht in 6 Stunden erledigt. Läuft. Ähm, ähm, ja, genau, wir waren in dem ägyptischen Tempel hier und wir haben vorgehabt, diesen Hebel zu ziehen. Das machen wir jetzt auch gleich, wenn wir die richtige Taste treffen würden. So. Das schwörst ja weiter. Und das bricht wahrscheinlich gleich wieder die Hölle los. Kann ich da eigentlich durch? Dort bin ich schon durch. Naja. Nicht? Ja, muss ich da nicht? Muss ich in die Augen rein? Ah! Wunderschön. Yay! Der Sterne, du warst schon beziehen für die Glinse mit einer bedeutungsvollen Hieroglyphe. Ja, gut. Meh. Mhm. Okay. Ja. So, jetzt zwar voll. Ja. Zucker auf. So. Wir kommen jetzt da nur mal auf, ich weiß keine Sau mehr, ne? Da, oder? Wie ist, da schickt mir irgend so ein Penner. Ja. Wie ist, da schickt mir irgend so ein Penner. Komische Musik, creepy Vibes, sie schaut nach oben, ja. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Bitte. Ohne Schmarrn, ne? Oh. Mal kurz. Oh. Ja, normalerweise macht dieser Profi, macht das vor der Aufnahme. Ich muss jetzt kurz einmal die Chill-Position wieder einnehmen hier. Oh, so, ja. Perfekt. Perfekt. Sieht mit Webcam dann nur, ja. Gut. Ah, ein bisschen Nackenknacksen kurz. Au. Bin gespannt, ob er das im Let's Play hört. Was ja, das ist ein richtig ekelhaftes Geräusch. Schauen wir mal. Wollen wir mal gucken. Da auf. Dann wir mal dahin. Passt es? Ja. Oh Gott, was war das? Ah! Du Kackvieh! Brauchst gar nicht so runterkommen da. Ah! Du Scheißvieh! Was? Ich weiß das, Epskin. Es ist ja nicht so. Ja gut, da haben wir eigentlich schon eine gleich, gell? Vielleicht mal da hin. Es hat geklappt. Ah. Kackvieh, dreckiges. Danach möchte ich bitte wieder ein Shitload an Muni. Kommen jetzt da wieder am schnellen Ohren, was kein Schwein. Ja, ich laufe gerade komplett verkehrt, wie lost kann man sein. Ich so, ja. Grattligen Kack-Skarabäo-Zombie-Arschviecher, ey, Wahnsinn. Oh. Ja, Autosave, nie gutes Zeichen. Hm.
Ja, das haben wir schon gehabt, genau. Also ich finde den Settingwechsel tatsächlich erfrischend, wobei ich sagen muss, irgendwie ist es schon weird, dass wir von New Orleans auf Ägypten gekommen sind. Keine Ahnung, aber hey, läuft schon. Ich hab gemeint, der kommt von hinten, das hat sich so angehört. Oh Gott, oh Gott. Tu doch mal Waffe wechseln. Ich gleich Ruhe. Magst du bitte sterben? Danke. Nein. Mordensepp? Nein. Ich war jetzt ein Riesenfehler, dass ich so viel Muni in die zwei Affen nur reingehauen habe. Aber das hat mich jetzt gerade erschreckt. Weil die echt, das hat sich auch gehört, wie wenn die von hinten kamen. Also manchmal. Gehen wir erstmal da auf. Wir hauen das kaputt. Ja. Schauen wir nicht. Ah ja. Aha. Ja. Das ist gut. Gehen wir mal nein, nicht mehr da. Ich hab noch nie nicht geschaut. Wo war ich? Hä? Ja, doch, da oben. Okay. Also mir macht der Lichtstrahl nichts aus. Er ätzt sich in Stein rein, aber mir jetzt echt gemeint, dass mein Gehirn auslappt. Aber gut. Pistolenkugeln, ja, das ist schön. Hast du Tommy Gun Moon? Und das Auge da rein? Ja. Wie ich das gewusst hab, hä? Jetzt da, wie gesagt, einfach improvisiert. Muss ich das bestimmt? Aha. Mhm. Aha, aha, aha. Nehmen wir neue Dachseln. Muss ich das kaputt machen? Nö. Will nicht. Na gut. Dahi, da Affe. So, da oben. So. Nicht erschrecken, jetzt können wir gleich wieder die Skarabäi. Oder? Kein böser Flotterkäfer? Doch. Ah, okay.
Witzig. Okay. Jetzt muss ich die praktisch doch alle auf die Kronen einstellen. Okay. Got it. Ja, das muss ein Corniscara-Band kommen. Jetzt, wo ich auch mal dran gedacht habe, dass da vielleicht irgendwelche Arschlöcher daherkommen kann. So. Wahrscheinlich werden jetzt gleich irgendwelche Arschlöcher daherkommen. So, Captain Schattenmann. Schauen wir mal. Ah ja, jetzt tut da oben das Ding auch schon locker. Ja! Oh, das wird asozial. So. Waren wir da schon drin? Ja. Da waren wir schon. So. Jetzt endlich. Da drauf. Ja. Ich sollte besser da runter. Ja, schon. Okay. Mach mir den Tomb Raider. Woo. Gib ihn. Oh, immer mit der Ruhe. Okay, vielleicht doch nicht. Ach so. Ja. Für euch habe ich jetzt kurz Zeit, das wusst schon. Wahnsinn. Ja. Wo ist denn? Schon aber kämen wir da. Okay, für die. Okay. Macht ja richtig Spaß hier. Ja, magst du jetzt vielleicht einmal anlegen da? Alter, da ist gerade unser Kiefer geflogen. Was zum Fick? Okay, das ist nix. Das bricht gleich in sich zusammen. Ja? No shit, Sherlock. Ah! Na, der eine muss daneben gehen. Das war gerade so gut. Na, jetzt muss einer daneben gehen. Der letzte muss daneben gehen. Da kommt doch jetzt auch gleich irgendein Pisser wieder entgegen. Wenn ich jetzt aussehe, kommt mir einer entgegengestolpert. Was geht hier vor sich? Oder? Sicherlich. Passt schon. Oh, der Vertrag, bitte. Bitte, Vertrag. Komm. Ritualmesser? Fragezeichen? Wie ist das? Erkennt psychologisches Trauma, durchbrecht die Wände der Selbsttäuschung, zügelt manisches Verhalten. Ist er das? Ist das der Vertrag? Ih. Hilfe? Bitte? Kapitel 4! Hey! Oh, Jeremy. Wie viel Schmerz und Leid du hättest verhindern können. Emily? Was tun Sie da? Detective, wie läuft denn Ihre Ermittlung? Ich weiß noch nicht, wo Jeremy ist, aber ich ahne, warum er sich versteckt. Hier ist alles voller Verrückter, die heute Abend ein Ritual planen. Das klingt lächerlich. Zumindest hätte es das gestern noch. Es kommt noch schlimmer.
Ich bin mir recht sicher, dass sie alle umgebracht haben, die nicht mitmachen wollten. Detective, haben Sie vielleicht heute Monster gesehen? Ich sagte doch, sie haben Leute getötet. Burgard, die Autorin, Perose, die Sängerin, Mr. Waits, der Buchhalter, Mr. Chance, der Gärtner, alle verschwunden. Nein, nicht das. Haben Sie heute auf jemanden geschossen? Natürlich nicht. Sie würden keine Außenseiter töten. Zu viel Aufmerksamkeit. Aber sie sollten wachsam sein. Sie haben nichts Seltsames gesehen. Waren irgendwo anders? Was wollen Sie mir sagen, Emily? Sind Sie in Gefahr? Hui. Fahren wir zurück nach New Orleans. Ich habe genug Hinweise, glaube ich, damit zumindest die Polizei nachforscht. Nein, schon gut. Danke, Detective. Ich finde Ihren Onkel, Miss Hartwood. Passen Sie auf sich auf. Die Mucke war geil. Irgendwie ist mein Mikro heute auf den Arsch. Ich hoffe, man hört mich gescheit. Mhm. Er muss das psychologische Trauma erst anerkennen, bevor wir weitermachen können. Die Lügen müssen aufhören, damit wir die Mauern der Selbsttäuschung durchbrechen können. Schließlich muss das manische Verhalten gezügelt werden. Okay. Die Wissenschaft der Medizin bringt mich nicht weiter. Es gibt nichts, was den Hartwood-Fluch aufheben kann. Nur der Opferdolch kann die Verzweiflung aus Jacobs Auge entfernen. Aber diese Tat würde den Untergang von Deseto bedeuten. Möge mein Fluch ausnahmsweise zu einer Waffe werden. Ich gebe deinen Forderungen nach. Kriechendes Chaos. Errichte dein Gefängnis um dieses gottverlassene Hospital. Wenn das Böse verhungert ist, werde ich hier für immer begraben bleiben. Mhm. Also, da Vertragsunterschrift und das ist wahrscheinlich der Inhalt des Vertrags, aber es ist schon ein bisschen kryptisch für einen Vertrag. Also, gut ist es nicht. Kehre nach Tesoro zurück, jawohl. Hat du Muni? Natürlich nicht. Was frage ich überhaupt? Können wir da jetzt wieder einige? Ich möchte es ein bisschen anschauen noch. Na. Okay. Es wird langsam übel da draußen. Erfilzt. Aha. Ja gut. Da irgendwas? Ich brauche den Schlüssel. Gut. Schon verstanden. Wenn wir nur Jeremy loswerden können, wird alles wieder normal. Wo du es sagst. Ich habe Miss Emily gesehen. Erinnerst du dich? Sie ist Jeremys Nichte. Sie sucht nach ihm. Genau. Sie hilft uns. Auf ihre Art. Solange sie uns nicht im Weg steht und der Mutter der 1000 Jungen. Davon weiß sie nichts und es kümmert sie nicht. Sie will nur zu Jeremy. Ich mache mir eher Sorgen wegen diesem Carnby-Typen. Er schnüffelt herum und stellt alle möglichen Fragen. Es tut weh. Ich wünschte, du würdest das lassen. Das ist echt gruselig. Was zum Geier? Ihr habt doch diese nett. Manu. Und sowas creept mich ab. Was ist da überhaupt passiert? Es schaut alles so duster aus. Wir sind doch nicht im Desert, oder? Wir sind doch nur irgendwie im Gaggerland.
Die Ziele. Pfleger Baptiste und Lottie waren ebenfalls zurück in The Shadow. Wie Bruchstücke von Emilys Vergangenheit, die sie heimsuchten. Sie konnte nicht entscheiden, ob sie auf ihrer Seite waren oder nicht. Und woran litt Lottie? Tja. Mit Sicherheit irgend so ein dunkler Arschfötus, den wir dann auch noch killen müssen, der dann wie so ein Chestburst aus Alien aus ihr außerspringt und ja, eine fürchterlich ist. Das ist jetzt. Das wäre jetzt meine Prophezeiung. Schauen wir mal, ob sie stimmt. Ich hoffe nicht. Weil das letzte, was ich hier noch will, sind irgendwelche Viecher mit Ätzblut. So. Ja, leck, da ist aber. Das wird aber nicht schöner. Wie lange waren wir weg? Okay, jetzt mal nicht verzeihen, dass das nicht wie bei Resident Evil ausschaut, du. Das ist wie dieses Arschschwammerl. Wo man damit rum experimentieren kann. Was geht hier vor sich? Ja, das frage mich schon lang. Ich will das. Na. Es ist versperrt. Ja, schön. Brich in Dr. Grace Büro ein. Wo ist Dr. Grace Büro nochmal? Ah ja, die ganze Scheiße da. Da können wir auch noch überall nicht rein. Gehen wir nochmal in die Bibliothek. Da haben wir anscheinend noch irgendwas versehen. Schaut doch alles nicht mehr gut aus. Wahnsinn und die Astat-Künstlerkolonie. Eine Monographie von Yael Klein. Anfang 1909 wurde die alte Villa de Cedo außerhalb von New Orleans in eine Künstlerkolonie umgewidmet. 3 berühmte europäische Künstler mieteten das Haus und das umliegende Land von den Besitzern, der Familie Ledoux. Die Kolonie wurde in erster Linie von Sebastian Cortes geleitet, der von seinen Gleichgesinnten William Argus und Heinrich Kassel liebevoll der Kapitän genannt wurde. Die Kolonie bestand 6 Jahre lang, bis eines Tages alle 12 Mitglieder ohne Spur verschwanden. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass ihr Verschwinden mit einem zerstörerischen Hurrikan zusammenhing, der am 29. Haben wir das nicht schon gelesen September eigentlich? 1915 die Region heimsuchte. Aber es gibt keine klaren Hinweise, die diese Annahme unterfüttern. Klar belegt ist dafür ihre häufige Teilnahme am Nachtleben von New Orleans. Obwohl. Ihre Begeisterung am Geben von Feiern und ihre ausufernden Beiträge zu den Mardi Gras-Paraden. Doch. Als die Piraten Das von haben wir schon Pontchartrain. gehabt. Berichte über ihre Lebensweise finden sich in nahezu allen. Das haben wir schon gelesen. Hätte ich gemeint. Oder? Aber das haben wir jetzt erst. Na, das haben wir jetzt erst gekriegt. Das können wir noch nicht gelesen haben, aber das kommt mir so bekannt Wahnsinn vor. und die Astat-Künstlerkolonie. Eine Monographie von Yael Klein. Ja gut, jetzt muss ich selber lesen, weil sonst müssen wir das ganze Suri nochmal hören. Mardi Gras-Paraden des Piraten von Pontchartrain. Berichte über ihre Lebensweise finden sich in nahezu allen Klatschspalten. Insgesamt könnte man sie als sorglos und unkonventionell beschreiben. Ende Juni 1909 erschien der Name Astat das erste Mal in den Zeitungen. Cortés sagte, der Name wäre ihm beim Malen in den Sinn gekommen. Es gibt keine Erwähnung, dass er vorher von der antiken phönizischen Fruchtbarkeitsgottheit wusste, die den gleichen Namen trug. Phönizier, wer waren nochmal die Phönizier? Ach, keine Ahnung. Sein Mitkolonist Heinrich Kassel wusste aber von der Verbindung, weil er später Skulpturen schuf, die eindeutig Anspielungen auf uralte Idole der Gottheit waren. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, wie der Name so plötzlich ins Spiel kam, aber er ist aufgrund von der Zeros-Geschichte besonders interessant. Also ich finde es irgendwie komisch,
dass es immer irgendwie so Fruchtbarkeits-, Schönheitsgötter und ja, Stiere oder Rindviecher sind. Irgendwie, das ist doch eigenartig. So, jetzt können wir es wieder abspulen. Bei der Namensgebung der Plantage lag mit Sicherheit kein Versehen vor. Wir wissen, dass Elijah Pickford einen Tempel für den Kult bauen wollte, für den er 2 Jahre vor Kauf des Landes schon Flugblätter verteilt hatte, in denen er seine Absichten... Moment. Hä? Bei der Namensgebung der Plantage lag mit Sicherheit kein Versehen vor. Wir wissen, dass Elijah Pickford einen Tempel für den Kult bauen wollte, für den er 2 Jahre vor Kauf des Landes schon Flugblätter verteilt hatte, in denen er seine Absichten kundtat. Man schätzte seine Anhänger auf fast 100 Männer und Frauen, vor allem Seeleute, Gestrandete und Kahuns, als das Anwesen gebaut wurde. Für Außenstehende wurde Deseto als eine von Sklaven bewirtschaftete Plantage gemeldet, was es Pickford und seiner Gemeinde erlaubte, jahrzehntelang unbemerkt zu wirken. Die offizielle Version der Geschichte ist, dass der Kult bis 1862 Bestand hatte, als die Unionsarmee vorbeizog, die Plantage niederbrannte und alle vertrieb, die dort lebten. Nach dem Bürgerkrieg versammelten sich neue Leute in den Ruinen von Deseto, um eine neue Fruchtbarkeitsgöttin zu erfinden, die Shub Niggurath. Obwohl Deseto... Wir müssen da jetzt gleich nochmal. Hä? Ich kapiere jetzt gerade nicht, wo wir sind. Selbst der Name Deseto ist der einer syrischen Fruchtbarkeitsgöttin. Das kam mir jetzt gar nicht vor bei der Namensgebung. Ah, okay, es ist einfach der erste Satz Bei vergessen der worden. Ja, passt schon. Namensgebung der Plantage Ich lag habe mit jetzt auch nicht Sicherheit kein zugehört. Versehen vor. Wir wissen, dass Elijah Pickford einen Tempel für den Kult bauen wollte, für den er 2 Jahre vor Kauf des Landes schon Flugblätter verteilt hatte, in denen er seine Absichten kundtat. Man schätzte seine Anhänger auf fast 100 Männer und Frauen, vor allem Seeleute, Gestrandete und Kahuns, als das Anwesen gebaut wurde. Für Außenstehende wurde Deseto als eine von Sklaven bewirtschaftete Plantage gemeldet, was es Pickford und seiner Gemeinde erlaubte, jahrzehntelang unbemerkt zu wirken. Die offizielle Version der Geschichte ist, dass der Kult bis 1862 Bestand hatte, als die Unionsarmee vorbeizog, die Plantage niederbrannte und alle vertrieb, die dort lebten. Nach dem Bürgerkrieg versammelten sich neue Leute in den Ruinen von Deseto, um eine neue Fruchtbarkeitsgöttin zu erfinden, die Shub Niggurath. Obwohl Deseto ein ungewöhnlicher Name sein mag, von dem nur wenige gehört haben, ist er doch in gebildeten Kreisen nicht unbekannt. Astad ist ebenfalls bekannt und mag von belesenen Künstlern auch unbewusst ausgewählt worden sein. Shub Niggurath jedoch ist ungewöhnlich. Es ist nahezu unmöglich, dass jemand in Louisiana diesen Namen schon mal gehört haben sollte. Der Name wird nur in sehr seltenen Büchern wie unaussprechlichen Kulten und dem Necronomicon erwähnt. Und man geht davon aus, dass es verschliffenes Arabisch ist und zu den dunklen Jungen gehörig bedeutet. Die wenigen zu der Göttin abgedruckten Absätze sind so verstörend, dass niemand bei geistiger Gesundheit jemals eine Religion auf diesen Grundlagen aufbauen wollen würde. Ja, Glückwunsch. Der Kult der Shub Niggurath war schwer zu vertreiben. Aber man geht davon aus, dass der Hauptschuldige am Untergang des Kultes, trotz der steten Verhaftungen und der Tötungen mehrerer Kultisten über die Jahre, der Kult selbst war. Was sich gut in die Reihe aller Kultaktivitäten auf Desetos Gelände einfügt. Als Hauptmann J.W. Norton der Unionsarmee dort eintraf, beschrieb er die Menschen in Deseto als mangelernährt und besessen. So sehr die Armee sich auch bemühte, sie zu retten, sie wehrten sich dennoch entschlossen dagegen. Als könnte sie nichts davon abhalten, sich selbst zu zerstören. Obwohl das Verschwinden der Astad-Künstlerkolonie ein Rätsel bleibt, scheint das wiederkehrende Motiv anzudeuten, dass ihr Schicksal mit Wahnsinn und einem Hunger nach der Selbstopferung im Namen der Fruchtbarkeitsgöttin mit den 1000 Namen verflochten ist. Okay, also, jetzt gibt es auch Sinn, was ich gerade gesagt habe, mit den, warum kommen da alle bei Fruchtbarkeitsgötter vor? Ja, die meinen praktisch, dass das, also so interpretiere ich das jetzt, dass das praktisch, ja, verschiedene Facetten von der einen Göttin sind, aber
das halt komplett aus dem Ruder gelaufen ist und alles ins Dunkle ist, zumindest von denen aus gesehen. Und dass die im Endeffekt diese Göttin da, diese Shub-Niggurath, da jetzt draus rein interpretiert haben, kann man nicht sagen, aber draus abgeleitet haben vielleicht. Und dass es halt im Endeffekt die pervertierte Version von irgendeinem Fruchtbarkeitsgott ist und das wird richtig asozial. Und ich finde es nicht gut. Weil ganz ehrlich, wenn ich gehe davon aus, dass diese Krüppelviecher, die wir da jetzt schon alle gesehen haben, ja dann irgendwie vielleicht von dieser Shub-Niggurath, die Kinder sind oder so, das kann ich mir jetzt vorstellen, oder? Wenn die irgendwie so, keine Ahnung, auf alle Fälle. Ich finde, meine Chestburst-Theorie aus Alien ist noch aktuell. Würde ich behaupten. Und wer ist eigentlich Jacob? Das wollte mir eigentlich gerade schon fragen. Opferdolch. Oh, kann man den angucken? Opferdolch. Ein Dolch, der von 2 Schlangen umschlungen wird. Wurde im versunkenen Tempel zusammen mit dem Vertrag des Schattenmannes gefunden. Ja, wer war nochmal Jacob? Weil das lag irgendwie ja in Jacobs Auge oder so. Da war ich mal jetzt... Oh, das war's nicht. Da. Hoppala. Nur der Opferdolch kann die Verzweiflung aus Jacobs Auge entfernen. Also muss ich mal dem besagten Jacob auch ausstechen, sehe ich das richtig. Aber wer zum Geier ist Jacob? Ich weiß nicht mehr, wer Jacob sein soll. Haben wir da irgendwie... Archiv, ja, das ist gut. Archiv ist gut. Familienbibel, Sabotage. Nee. Lottis Tagebuch. Kessler reparieren. Personal- und Patientenliste. Da schauen wir doch mal. Haben wir hier einen Jacob? Nö. Sehr gut. Es ist natürlich... Ach, wer ist Jacob zum Geier? Familienbibel, Sabotage? Nee. Keine Ahnung. Ich sollte mich wohl daran machen, den Pakt mit dem Schattenmann zu brechen. Nur so kann ich Jeremy retten. Gut, dass ich immer noch den Talisman habe. Ich habe da so ein Gefühl, dass ich den brauchen werde. Ja, bestimmt, aber... Genau, Karte. Kleiner Salon. Oh, ich mag schon immer irgendwo reingehen, weil das ist alles so... Oh, nochmal ein Zettel, ein neuer. Opernprogramm. Na dann. Sind wir jetzt da durch? Ja. Okay. Dann müssen wir in Lottis Zimmer rumlooten. Wir müssen Hoffnung darauf haben, dass Jeremys Pakt mit dem dunklen Mann nur ein Bluff ist. Wenn wir Glück haben, werden unsere Besucher ihn vor Sonnenuntergang finden und beweisen, dass das alles Unfug ist. Was wahrhaftig ist, ist unser Versuch, sie anzurufen. Es ist einfach zu viel geschehen. Dieser Abend darf nicht vergeblich gewesen sein. Denkt an Jack und Cassandra. Sogar Perosi, deren Hintergrund ich einfach nicht durchschaue. Grace ist unsere Ziege ohne Hörner. Sie weiß das und sie wird mitspielen. Du musst mit deinem Bruder reden, Baptiste. Ich mache mir Sorgen, dass er uns enttäuschen wird, Miss Thompson. Okay. Die zwei, also die Lottie und die, weiß jetzt nicht mehr, wie es geheißen hat, Margaret? Max? Ja, die garstige Alte, auf alle Fälle, die steckt ziemlich fest unter einer Decke. Ihr Bruder ist auch am Start,
aber anscheinend nicht so überzeugt. Die Chloe ist einfach ein scheiß Psycho. Und ich rätsel übrigens immer noch, was wir für Spritzen in den Arsch gekriegt haben. Ich hab's nicht vergessen. Ah, da ist die Brüllnetz, ja. Kennen die. Ah, der Grey hatte der eine Brille auf? Ich weiß nicht mehr. Oh. Auf alle Fälle alles sehr unangenehm. Es ist versperrt. Oh, nee. No, Bro. Hm. Viel zu vielleicht, ha? Ich will den Pflegern jetzt nicht in die Arme laufen. Ich sollte einen anderen Weg finden. Wir machen mit ihm das Gleiche wie mit den anderen. Mit wem? Ja, bitte? Ich glaube, Dr. Grey ist da drin. Vielleicht kann ich dann jetzt in seinem Büro herumschnüffeln. Ja, super. Ich will nicht in den Keller. Ich weiß, wo sie rausläuft. Oh. Da kann auch nicht mehr zurück. Oh, nö. Nö. Hä? Hä? Wintergarten? Really? Nochmal Wintergarten. Es passiert doch gleich wieder irgendeine abgefuckte Scheiße. Ich bin mal alone in the dark. Das ist eine super Idee. Ah. In diesem Licht sieht er gespenstisch aus. Ah, Finst! War mir jetzt nicht aufgefallen. Oh. Das ist bestimmt der Fruchtbarkeitsoberbaum. Den müssen wir dann anzünden. Mach es doch in Supernatural auch immer, oder? Ach, kannst du mir den verzeihen, dass wir wieder zurück sind? Ja, jetzt auf... Oh. Ja, jetzt auf keinen Fall. Ah. Ah, stimmt, da haben wir eine Leiter gehabt, hey. Na, ich höre doch gar nicht auf die Geräusche. Kennst du mich gerade, weiß? Oh, bin da. Oh, so. Karte. Empfang. Ja, dann schauen wir mal, ob wir einbrechen können. Jetzt hat die das noch nicht aufputzt. Sag mal, was tun die, Alte? Bisschen weniger rumkulteln. Haben wir da schon Büro des Sekretärs? Mr. Waits muss einen Ersatzschlüssel für Dr. Grays Büro haben. Aber wo? Tja. In einem fucking Tresor. Ich kenne die Kombination nicht. Moment. Vielleicht kenne ich sie doch. Hä? Soll ich mir die jetzt aus dem Popo ziehen? Woher soll ich jetzt die Kombination wissen? Geht das schon wieder los oder was? Erst 40 Minuten, da war die Folge aber kurz.
Ich brauche den Schlüssel. Und ich muss ehrlich sagen, die Böcke halten sich in Grenzen gerade. Ich keinen Bock habe jetzt irgend so. Na gut. Vielleicht ist dieselbe Combo wie beim Ding. Jetzt pass auf. Na, so rum. 4, so. Nö. Okay. Hätte er klappen können. Wo war das ein Johannistag? Ja. Ich glaube, ich soll sie erschnuppern. Hm. Ja, das bringt mir nichts, das bringt mir nichts, das auch nicht, ja, natürlich. Hm. Weiß ich nicht, ich kenn's nicht. Ich kenn die Kombi nicht. Kannst du mir vielleicht noch einen Tipp geben oder so? Was soll ich. Ja, vielleicht weiß ich sie ja doch. Oh, was für ein Hinweis, danke. Hm. Jetzt warte mal. Ja, dann bräuchte ich ja links, rechts. Ah. Was haben wir denn da noch? Behandlungszimmer. Kann man das Behandlungszimmer einbrechen? Bitte. Ah, da schau, da ist was. Hm. Oh. Wie schrecklich es sein muss zu erkennen, dass deine Besserung nur eine Illusion war. Dass du so verliebt in die Tugend des Leids warst, dass du trotz all der harten Arbeit keine wirkliche Anstrengung unternommen hast, um gesund zu werden. Oder dass deine Behandlung zu einer solchen Obsession geworden ist, dass du anstatt deine Wunden mit der Zeit heilen zu lassen, dein Fleisch in der Hoffnung zerreißt, dass es besser und schneller heilt, wenn es doch nur so bluten würde, wie du es dir wünschst. Werden wir jemals wirklich gesund? Was sagen Sie, Dr. Gray? Hm. Mach. Hätte ja klappen können. Aber wieder ein Raum blau. Ja, aber jetzt geht mir dann. Jetzt gehen wir dann die Ideen aus. Diese scheiß Saves. Oh, ich lieb sie ja jetzt schon. Ja, hier draußen kann eigentlich nichts sein. Es muss. Ah. Hm. Nö. Ich habe einfach die Combo genommen, wo wir vorhin da im Talisman reingehauen haben, aber nö. Haben wir da noch? Naja.
Ach ja. Ja. Nehmen wir die Funds aus. Vielleicht fällt mir dann noch was ein. Aber ich wüsste jetzt echt wieder nicht. Nee, keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Ganz ehrlich. Die Saves nerven mich. Ich glaube, es wird ein sehr unspektakuläres Folgenende. Schauen wir mal nur die anderen roten Zimmer an. Vielleicht. Bei Jeremy liegt auch wieder irgendwas rum. Weil der Raum war rot. Also schauen wir uns mal um. Okay. Ein Detective Carnby. Detective Carnby. Es tut mir unendlich leid, dass meine Nichte Sie in diesen Schlamassel mit hineingezogen hat. Bitte, bringen Sie sie mit all meinem Segen weg von diesem verfluchten Ort. Ich habe den Verschlinger der Welten vernichtet und auf dem Dachboden eingeschlossen und habe mich in ein Versteck zurückgezogen. Sagen Sie, Emily, ich wäre in Sicherheit. Erzählen Sie ihr alle Lügen, die Ihnen einfallen, um sie zu überzeugen. Bringen Sie sie zurück nach New Orleans. Jeremy. Kauf ich ihm nicht ab. Ja. Ganz andere Schrift. Ganz andere Schrift. Ich habe jetzt zum Beispiel, weil man dachte, ich suche mir jetzt irgendwas Charakteristisches raus. Ich habe jetzt die J's verglichen. Hier bei Jeremy. Und jetzt schauen wir mal hier, Juan. Das J ist komplett anders. Es ist nicht dieselbe Schrift. Der Brief ist gelungen. So. So, man denkt, ihr Schweine. Weil, dass der das schreibt und dass der sagt, oh, ich bin wieder da. Weil wir wissen ja, was Sache ist. Und er weiß auch, dass wir wissen, was Sache ist. Und dass ich mir aufgrund dessen niemals nach New Orleans zurückschleppen lasse. Das ist ja wohl... Nein. Das war mir jetzt zu... fragwürdig. Hinweis. Bruder, du musst mir vertrauen. Dies ist der wichtigste Moment in der Geschichte unserer Familie. Ich weiß, dass du deine Zweifel hast und dass die furchtbare Mama Loa dir Lügen erzählt hat. Ich würde dich nie verraten. Ich verspreche es. Lottie.
Also er hat schon seine Zweifel. Oh, was haben wir denn da? Okay. Ja, das hat uns jetzt nicht unbedingt weitergebracht. Aber wir gehen jetzt ins Wohnzimmer und in Cassandras Zimmer. Offensichtlich neuer Shit auf uns wartet. Und vielleicht findet man dann die blöde Kombo raus. Wenn nicht, habe ich echt keinen Bock mehr. Hey, junge Dame, wie ist der Abend? Mei, bisher immer so? wieder. Durchmischt, würde ich sagen. Ah, das kenne ich. Das Leben geht rauf und runter wie in einem Fahrstuhl. Alles in Ordnung, Liebes? Wollen Sie meine Maske sehen, Miss? Sie ist fürs Johannesfest. Mhm. Wunderschön. Wie hast du... Soll das etwa mein... Au! Was ist das für eine blöde Sau? Du musst lernen, dich zu fügen, kleines Mädchen. Warum verhältst du dich so? Was habe ich dir getan? Bockfotzen kannst haben, ohne Schmarrn. Grace! Grace! Ja, er erstickt aber und pennt am Boden weiter, alles okay. Ey, was ist denn das für ein Scheißkind? Mit der stimmt doch aus. Also. Die Maske hatte Emily an ihren Vater erinnert. Es wirkte für sie nicht wie eine zufällige Verbindung, sondern wie eine absichtliche Anspielung des Kindes. Aber wie hätte Grace wissen können, wie er aussah? Und dass es Emily so beunruhigen würde? Und warum sollte sie diese Worte verwenden? Emily erschien dies mehr als seltsam. Es schien unmöglich. War es überhaupt passiert? Verlor sie den Verstand? Also. Jetzt mal ernsthaft, ne? Das Kind. Flurschlüssel, Erdgeschoss, aha. Ich leih mir das nur kurz aus. Sicherlich. Immerhin atmet er noch. Ich lasse ihn einfach erstmal schlafen. Nee, er ist in einer relativ stabilen Lage. Wenn der Speimo fängt, läuft es einfach aus. Schaut gut aus. Oh, waren wir in ihrem Zimmer schon mal? Ich glaub nicht, gell? Schaut das schicki aus. Ah doch, wir waren in ihrem Zimmer schon. Cassandra war die Autorin. Ich hab die jetzt gerade verwechselt mit dem Flapper Girl. Aber ja. Jeremy wusste, dass der Einzige, der ihm jetzt noch helfen konnte, der Gast in Zimmer Nummer 3 war. Der Raum schien ihm so lange leer gestanden zu haben. Aber das durfte nicht wahr sein. Die Geschichte musste anders lauten, etwas von draußen beinhalten. Er würde den Gast zurück zu Zimmer 3 bringen und ihm zeigen, was sich im Safe befand. 9, 1, 3, aber das waren nicht die richtigen Zahlen. Das war die Kombination für den Safe in der Verwaltung. Danke. Geht doch. 9, 1, 3. Ich hab nicht gedacht, dass man so weit weg vom Schuss nach der Kombi suchen muss, aber mal. Aber finde ich geil. Slaughtergulch, Drehbuch. Was hast du von ihnen erwartet? Du hast zu viel erschaffen. Keinen Raum zum Atmen gelassen. Deine Verdinglichung hat alle potenziellen Welten nichtig gemacht. Du hast alles genommen, was du dir vorstellen konntest. Und hast es in etwas gebannt, das dir nicht einmal was bedeutet hat. Oder vielleicht bedeutete es dir schon etwas. Vielleicht war es dir wichtiger als alles andere. Vielleicht hast du versucht, sie vor sich selbst zu retten. Und deswegen musstest du sterben. Ohne Scheiß, ne? Aber das Kind. Was tut man mit so einer? Das ist ja schon schwer erziehbar, ist da ein bisschen untertrieben, oder? Was tust du jetzt damit? Und ich habe irgendwas hier im Wohnzimmer auch noch übersehen. Ah,
Ja, stimmt, der Globus, gell? Es fehlt noch etwas. Ein Stück Land. Aber ja, gut. Was war Nummer Zimmer 3? Wir müssen nochmal schauen hier. Vertrau mir. Kann wie verwirrt den Jahrestag. Aber ich frage mich auch, wie die Masken noch im Vorderen ausschauen können. Ich dachte eher, das ist so Schattenmann-mäßig. Also das check ich jetzt auch nicht ganz. Oh, ich merke gerade, wie ich richtig Brain AFK gehe. Aber ich will Zimmer 3 noch anschauen. Jetzt warte mal, Ermittlung, Archiv. Oh, hier glaube ich, ja. Also Zimmer 3 ist leer. Das ist das leere Zimmer. Mhm. Ah! Ah, schau her, schau her. Oh. Ja, wir machen jetzt. Ich kann noch nicht weg. Ich muss Jeremy hier rausholen. Achso, das Wort Eingangstür, ja, Entschuldigung. Also, wir machen jetzt den Safe auf. Weil für das haben wir eigentlich hergekommen. Und das mit dem Flur, das regeln wir das nächste Mal, weil ich bin echt müde. So, 913 war es. Jetzt mal fange ich verkehrt. Haha. Es hat geklappt. Meins. Der letzte Gast in dem leeren Raum leidet unter schweren Anpassungsstörungen. Ich muss das notieren. Denn wenn ich diesen Zustand ausreichend verstanden habe, könnte ich vielleicht später leugnen, dass es so ist. Und ich habe gute Gründe zu glauben, dass auch ich die Konsequenzen dieser Störung zu tragen haben werde. Denn eine Person, die Kontakt mit dem Gast hatte, entwickelt schnell eine neue Weltsicht. Gemäß dieser ist alles vorherbestimmt, aber die Welt ist aus den Fugen. Wenn man diese Weltsicht akzeptiert, wird es unmöglich, mit bestimmten Erinnerungen umzugehen und sie werden unterdrückt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann mich nicht einmal mehr an das Schicksal dieses Gastes erinnern. Ich glaube, diese Person ging einfach verschollen und wurde vergessen. Das Gleiche gilt für alle Akten, die sich auf diesen Patienten beziehen. Sie wurden alle vernichtet oder sie haben einfach nie existiert. Wer hat das geschrieben? Es gab nie einen Gast im leeren Raum. Okay, verwirrend. Und absolut creepy. Aber ja. Ich bin leider selber zu neugierig. Da wären wir. Dr. Grays Büro. Dann sehen wir mal, ob wir hier Antworten finden. Treppenhausschlüssel, okay. Jetzt gehen wir da oben. Sehr gut. Sehr verehrter Dr. Menzetti, ich befinde mich... Nee. Leute, ganz ehrlich, das lesen wir die nächste Folge. Ich mag jetzt echt nicht mehr. Also, ja, spannend, wird immer creepiger, aber auch immer spannender. Wird cool, werde ich definitiv bald weiter zocken. Also dann, ciao, ciao.